Hallo zusammen, da ist Kranklitos, also der Chris. Hoffe, es geht euch gut, hoffe, alles klar. Hey, lasst mal, gestern... mein Mikrofon hat sich gerade verabschiedet. Muss ich rausschneiden, sonst klappt es eigentlich durch. Gestern ist ein Patch für das Wolfenstein 2 rausgekommen. Ganz eine coole Sache. Jetzt Game können starten, konnte weiterspielen. Habe gedacht, coole Sache, habe mich darauf gefreut, das Let's Play weiterzuführen, aber wieder im Titel ja schon entnehmen. Nichts damit. Nur noch schnell zum Zeigen, wenn wir das Ding starten. Ding ist das Game ultra verpackt. Ist einerseits hier der Vault jetzt unlocked. Gestern konnte ich hier rein können, das ist jetzt irgendwie nicht möglich. Es ist so, dass ich vorher im Safe-Modus gestartet habe, wo alle Einstellungen zurücksetzt, damit dass ich eigentlich sicherstellen kann, dass nicht dort das Problem herkommt. Aber wenn ich jetzt hier den Spielerstand, den ich gestern noch erstellt habe, manuell lade, kommt dann unten links die Meldung. Achievements have been disabled due to the console being enabled during this game. Mittelfinger in die Luft. Nichts habe ich aktiviert. Im Fall jetzt ohne Witz. Das Einzige, was ich modifiziert habe, ist, damit das am Anfang nicht immer die ganzen Intro-Sachen von den Herstellern und so kommen, habe ich einfach die Datei umbenannt. Aber das hat nichts mit der Konsole zu tun. Ich weiss nicht einmal, wie man die Konsole hier aufruft. Ich nehme an, es ist mit dem Tilde-Teil, aber hey, ich bin es nicht am Nutzen. Egal, es ist mir sogar gleiche Scheisse auf die Achievements, weil eigentlich wollte ich nur das elende Game spielen. Wenn ich jetzt Enter drücke, nothing is happening. Drücke Space, drücke Escape, drücke was auch immer für einen Knopf, nichts passiert, das Game hängt einfach. Jetzt kann ich einfach die freaking Message, die mich beschuldigt, etwas zu machen, was ich nicht einmal gemacht habe, nicht einmal wegklicken, dass ich weiterspielen kann. Das heisst, Alt-Tab, gehen wir da raus. Oder weißt du, es kommt, gehen wir gerade in den Task Manager. Was Kennwort ändern? Gut, und machen das Wolfenstein zu. Gestern ist es noch gegangen, heute geht es schon wieder nicht mehr. Es ist himmeltraurig, wenn ich es nicht durchgespielt hätte. Und jetzt die ganze Zeit möchte weiterspielen, ich kann kotzen. Es ist schon ewig her, wo es so etwas mal gegeben hat. Ich kann mich noch an das Borderlands 2 auf der Xbox 360 erinnern. Sorry, ich bin ein bisschen von diesem Update jetzt verwirrt worden. Okay, 2,5 Minuten Texte. Borderlands 2 auf der Xbox 360 erinnern. Dort bin ich näher in die Situation reingekommen, dass das Game immer gefreezed ist. Egal, was ich gemacht habe. Und da habe ich mal mit dem Support von Gearbox, was ja auch bekannt für ist, ganz eine tolle Firma zu sein, Kontakt aufzunehmen. Die haben dann gesagt, kein Blasse, schau mit Microsoft, weil das liegt an der Konsole. Bei Microsoft haben sie dann gesagt, ja, kein Blasse, schau mit Gearbox, das liegt am Game. Also so ein Standard Big Firmen, Geplänkel, Kundenverarschungssystem. Und ich bin dann so weit gegangen, dass ich dann noch eine zweite Xbox 360 gekauft habe. Das war die Star Wars Edition. Und habe dann auf der neuen Xbox das Game gestartet, habe natürlich das Safe Game über transferieren und hatte das genau gleiche Problem gehabt, was ja eigentlich bewiesen hat, dass es nicht an der Konsole liegt. Das Fiese ist, ich habe das vorher schon probiert auf der alten Konsole. Ein ganz neues Game starten, ist immer wieder das gleiche Problem gekommen und auch auf der neuen. Also, who cares? Lange Story, kurz. Fuck those Games, die einfach nicht funktionieren. Und ich weiss, für die meisten funktioniert das Zeug aber so soll es ja auch sein. Und die Software ist halt einfach ein bisschen prädestiniert dafür, in gewissen Szenarien nicht optimal zu laufen. Aber ja, so Sachen sind halt schon sehr frustig. Und es ist nicht so, dass ich mein Geld jetzt nicht hätte bekommen oder der Wert von meinem Geld durch die Spielzeit, durch den Fun. Es ist halt einfach ein bisschen mühsam, dass ich jetzt nicht weiterzocken kann. Und ich bin ganz fest am Überlegen, mir es für das PS4 zu holen, aber eben ja, Controllersteuerung ist halt schon nicht so geil wie Maus und Tastatur bei Singleplayer-Shooter, finde ich. Kompetitiv nehme ich dann gleich lieber wieder einen Controller. Alright, starten wir hier mit dem Hand of Fate 2.
das Erste, was ich gerade gesehen habe, vorher jetzt ein Update geladen und es ist definitiv ein Update, weil jetzt haben wir das endlich in prächtigem 21:9. Gestern, als es released wurde, habe ich es nur mit 16:9 können spielen. Was ja nicht das Problem ist, aber sieht schon nice aus, wenn der ganze Bildschirm gefüllt ist. Hand of Fate, der erste Teil, für mich eine absolute Überraschungshit gewesen. Es ist nämlich eigentlich ein Kartenspiel, wo zwischendurch noch so Echtzeitkämpfe hast. Aber die ganze Aufmachung, die ganzen Story-Schnipsel, der Progress, es ist ein richtig geiles Game. Hey. Wirklich fasziniert gewesen. Und von dem her habe ich eigentlich kaum darauf warten, dass der zweite Teil auch erschienen ist. Ich habe mir es jetzt logischerweise auf dem PC geholt. 21:9 wäre ja nicht möglich auf der Konsole. Und ja, ich bin jetzt hier in der dritten Welt das letzte Mal abgesärbelt. Es funktioniert ja eigentlich so, dass man neu hat man jetzt einen Companion, der einem in den Kämpfen unterstützt. Momentan habe ich hier eigentlich nur den Trickster. Genau. Den wollte ich noch auswählen. So. Hey, wisst ihr was? Vorhin noch von Keyboard und Maus geredet, aber das spiele ich eigentlich lieber mit dem Controller, um ehrlich zu sein. Schnell schauen, ob das noch geht. Ja, absolut. Tipptopp. Also, jetzt haben wir unseren Companion gewählt und jetzt können wir eigentlich Karten auswählen, die während der Spielsession gezogen werden können. Das heisst, die Karten, die ich oben im Stapel habe, die tauchen dann gar nicht auf. Wenn ich es aber in den Stapel nehme, dann sind sie dann im Game und haben das Potenzial, halt eben auch gezogen zu werden. Die Karten haben zum Teil Progress, das heisst, wenn man eine Aufgabe von einer Karte abschließt, kommt eine Folgekarte, die man nutzen kann. Es gibt zum Teil so Spezialmünzen, die sehen hier noch glänzen. Ja, ich habe noch gar nicht überall reingesehen, um ehrlich zu sein. Dann geht es noch ums Equipment, wo man auch auswählen kann, was für Equipment das dann potenziell auftaucht. Das passt eigentlich alles. Und wir starten das mal. Dann ist vielleicht die Erklärung dann, plötzlich klar, die bisher eher für Verwirrung gesorgt hat. Er breitet jetzt die Karte aus auf dem Tisch. Hat hier seine Spezialmünzli und jetzt können wir eigentlich starten. Er erzählt auch ein bisschen etwas. Teilweise muss man es auch selber lesen. Wenn man jetzt ein bisschen faul ist und nicht so in die Story eintauchen, was ich zum Teil auch bin, gebe ich absolut zu, kann man auch sehr einfach eigentlich durchklicken. Und auch hier kann man jetzt noch eine Story dazu gewinnen. Wir starten aber, wir sind momentan mit dem Mala-Clips unterwegs, so ein bisschen ein zwielichtiger Gesell. Und ja, man hat Leben, man hat Nahrung, man hat Gold und man hat Berühmtheit. Berühmtheit ist neu, das weiß ich noch nicht genau, für was das ist. Nahrung braucht man halt einfach mit jedem Move, du brauchst 1 Nahrung. Ja. Gut, also das Ziel ist jetzt, dass wir hier 6 Segnungen bekommen. Das habe ich das letzte Mal nicht geschafft. Jetzt können wir auswählen, in welche Richtung wir starten. Ja, wir gehen mal gegen rauf. Ja, wieso nicht? Spielt eigentlich keine Rolle. Also gut, Blizzard ist eine relativ häufig vorkommende Karte hier. Das heisst, zuerst werden immer 2 Karten gezogen, die einem Leben abziehen. Jetzt habe ich 20 Leben verloren. Und jetzt im nächsten Schritt geht es eigentlich darum, Scheiße. Eine möglichst gute Karte zu ziehen. Das ist zum Teil unmöglich zu verfolgen. Ja, jetzt habe ich Schwein gehabt, wo sie genau hergehen. Also auch so ein kleiner Glücksfaktor, der noch drin liegt. Und jetzt wird uns noch erklärt, dass wir beim Campfire können essen und traden und ja, was auch immer. Schauen, auf welcher Mission das wir sind, aber das habe ich bisher eigentlich noch nie genutzt. Wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Okay, das wäre dann der Weg zum zweiten Level in dem Sinn. Das wollen wir noch nicht bestreiten. Das ist auch der Standard Karte.
oder die Standardkarte, der Standardkarten-Move auf diesem Level, wo einer vor einer Lawine eigentlich zudeckt ist und man hat dann unterschiedliche Situationen, man kann dem raushelfen, man kann dem die Waffen nehmen, man kann zum Teil auch eben in einen Kampf verwickelt werden. Und jetzt seht ihr hier das erste Mal, wie dann die Echtzeitkämpfe ablaufen. Ich bin hier die Lady mit dem blonden Hair und nebendran ist mein Companion. Jetzt kann ich hier ausweichen, ich kann blocken, ich kann natürlich schlagen. Holy shit, jetzt hat gerade mein Controller abgestellt. Achtung! Achtung, ja. Eben, die können kräftig Schaden machen, darum. Ah, scheiße, ja. Sollte man entweder das Ausweichen. Hey, mein Controller schaltet konstant ab. Das ist ganz leid. Hey, es ist ja nicht so, dass ich challenged werde mit diesen Let's Plays. Hey, und mein crappy Equipment, was läuft da? Hey, ich hole schnell einen anderen Controller, das kann ja wohl nicht sein. Do you use this for its holy virtues or its cutting edge? So, neuer Controller. Also, jetzt haben wir als Belohnung eine Waffe bekommen, das Cardinal Blade. Rechts sieht man die verschiedenen Stats. Die hat so eine Spezialfähigkeit, dass in 8 richtige Messer rausgehen. Es ist einhändig, das ist mir noch wichtig, da hat man das Schild dabei. Das bedeutet, okay, ja, voll, das ziehen wir uns rein und das rüsten wir eigentlich auch gut aus. Jetzt bekommen wir noch ein bisschen Leben zurückgeschenkt. Und können noch so an einem Würfelspiel teilnehmen, das ist neu im zweiten Teil. Halt auch wieder so ein Random Game. Das heisst, normalerweise kann man zweimal die Würfel werfen. Und beim ersten Mal kannst du dann auswählen, welche das nein ist, willst du rollen. Let's try our luck. Yes, alright, cool. Das heisst, wir haben jetzt hier noch etwas gewonnen, genau. Und jetzt treffen wir eben hier auf die Hang, wo die Waffe raus schaut. Und wir haben ja vorhin gerade eine Waffe bekommen, von dem her passt das eigentlich schon. Ich grabe jetzt mal ihn aus und wir kommen als Dankeschön eben 2 Fame-Punkte. Ja, was das auch immer ist, wir haben ihn noch gerettet, was sicher auch uns zuträglich, wow, kann kommen. Okay, pick again. Mal schauen, was das genau für einen Impact hat. Zum Teil muss ich es auch kennenlernen. Jetzt können wir schnell in unser Inventory schauen, ob wir das auch ausgerüstet haben. Ja, voll. Unser 18er Schwert, das ist gut. Das Schild haben wir Nummer 1. Alright. Also jetzt gehen wir jetzt zurück in die Mitte, verbrauchen auch die Nahrung, aber können uns dafür jetzt noch diese Karte anschauen. Jetzt haben wir schon wieder so eine Avalanche. Hier treffen wir jetzt auf 3 Gegner. Yeah. Und auch wenn ich auch schon gewünscht habe, dass ich die überspringen kann, die Sequenzen, die es so reingeht, finde ich, ist stylisch gemacht. Stylisch gemacht. Und es ist halt schon so ein bisschen ein Low-Budget-Game, also nicht vergessen. Der andere tut doch kräftig mit seinem Feuerbau mithelfen. Und ich muss halt immer ein bisschen ausweichen und schauen, dass ich nicht getroffen werde. Check, es geht 2-mal. Crap. Und rechts ist nur der Kombometer. Wenn der voll ist, könnte ich dann einen Spezialangriff machen. Aber ja, that didn't happen. Oder ich bin genau dann geschlagen worden, wo er voll war. Das heisst, es wird wieder abgezogen. Aber nicht so tragisch. Eher ein bisschen leid, wie viel Leben das wir verloren haben. Es wird aber mit jedem Schritt auch wieder ein bisschen aufgefüllt. Jetzt haben wir hier ein besseres Schild. Ja, von 4 auf 15. Blocken ist auch nicht so meine Stärke, muss ich zugeben. Aber bessere Defense ist immer gut. Noch ein bisschen Gold, nice. Weil man kann auch gerne immer wieder etwas kaufen. Okay, das war ein kleiner Crabshot. Das 4 lassen wir sonst. Oh nein. Oh nein. Okay. Das passiert nicht oft. Ja. Okay. Also jetzt tun wir den wieder ausgraben. Wieder 2 Fame, genau.
Okay, der Wheel Gambit. Whatever that is, aber ist auch gut, wenn man In immer case neue you're Karten wondering bekommt. whether I take it personally, these gehen wir purges hier. of the corrupt, indeed I do. Go kämpfen, hä? Ja, ja. Man ist zum Teil nicht sicher, zu was einem die Entscheidungen führen. Das ist auch noch interessant. Es ist nicht immer alles so transparent, wie man das meint. Also sie haben sich echt auch etwas überlegt, was eben die verschiedenen Spielkarten betrifft. Und klar kann man das eigentlich auch fast auf einem Board spielen, in echt, aber ich muss dir halt gleich sagen, coole Sache, dass man dann eben auch nicht die Actionsequenzen hat, die nicht wahnsinnig sind, aber auf jeden Fall genug Auflockerung bieten, um das Game absolut interessant auszusehen. Das ist ein Finisher, den ich hier gemacht habe, in der Menge drin. So, genau, da haben wir eine Kiste, können wir die auftun oder so? Nein, also gut. Und da hinten ist noch so ein Endboss-Typ, den greifen wir jetzt mal mit so einem Smasher an. Dann muss man eigentlich seine Rüstung, oh Scheiße, seine Rüstung kaputt schlagen und dann kann man ihn erst angreifen. Oh, schwenken, genau, jetzt hier mit so einem Finisher-Move. Jawohl. Ja, ja. Es ist ein bisschen komisch, dass man scheinbar Gegner nicht targeten kann. Oder wie im Zelda oder wie in allen Games, die ein gutes Kampfsystem haben. Aber das gibt einem halt auch ein bisschen mehr Flexibilität auszuweichen und so. Ja, hard to say. Es hat sich für mich jetzt eigentlich schon sehr gelohnt, mal diesen Kampf einzugehen. Einfach der Verlust von der Leben ist nicht ganz so cool. Campfires will always offer warmth and heat, but they also change with each challenge. Be prepared. Okay. Also, wow. Essen kochen. Ja, Mama, da kann ich schon etwas kochen. Wir haben ja relativ viel Essen. Ich würde sagen, gehen wir auf 50, ja. Gut, und dann können wir auch das Kämpfen lassen. Und gehen jetzt zur letzten Karte, die wir noch nicht aufdeckt haben. Das ist wieder ein Blizzard. Genau, da nimmt man zuerst ein bisschen Schaden. 20 ist eher viel. Jetzt hoffen wir, dass wir hier wenigstens lucky sind. Ja, nein. Es ist nicht so, dass ich immer die erste nehme im Fall. Aber jetzt habe ich wieder den Eindruck gehabt. Ah, das ist ja eine geile Karte, der Guardian Angel. Wenn man jetzt in GC lenkt, könnte man noch eine andere wählen. Wow, that's amazing. Nein, es ist gut, continue. Und hier ist es auch sehr smart. Sie haben sich viel auch beim User-Interface überlegt. Es ist jetzt nicht A, wie vorher, wo ich Karten ausgewählt habe, um zu bestätigen, dass es weitergeht, sondern es ist eben B, nicht, dass einfach aus Versehen Durchklicker ist. Also sehr angenehm gemacht, sehr angenehm gemacht. Es ist, glaube ich, auch auf der PS4 mittlerweile erschienen, wenn ich mich nicht täusche. Aber auf der Xbox vermutlich auch. Ich habe jetzt gar keine Rationen verloren auf diesen Karten, die ich schon war, oder? Ist scheinbar auch neu. Finde ich nice. Muss ich auch noch einmal genau checken. How one deals with old magic. Ja, da ist mir das letzte Mal ein Scout ausgegangen oder so. Also, was haben wir jetzt hier? Nehmen wir mal die hier. Heroic Sacrifice. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was sie bedeuten. Ich würde doch gerne noch einmal wählen. Ah, es wird dann nochmal gemischt. Oh nein. Okay. Oh, okay. Also man kann nicht aus dem gleichen Set noch einmal wählen. Das heisst, das schmälert die Chance wieder. Oh krass, okay. Oh, das ist auch sehr nice. Also wenn man beim Würfelspielen genau die Zahl trifft, wo man muss, oder eben drüber zum Gewinnen, bekommt man 5 Equipment-Karten. Sehr nice. Ja, ja, ich spiele auch schon noch gerne zwischendurch Kartenspiele. Das dient natürlich absolut dem Fun, den ich jetzt hier mit diesem Game habe. Und es scheint wirklich in allen
Belange verbessert worden sind. Es ist, glaube ich, sogar mal ein Gratis-Game für PlayStation Plus oder auch Xbox Live Gold rausgekommen. Jetzt können wir hier 6 zahlen, da haben wir ja genug Knete. Genau, und jetzt können wir hier schauen, was wir wollen. Was habe ich das letzte Mal ausgewählt? Okay, nach jedem Würfel bekommst du 4 Food, das ist sicher nicht schlecht für den Progress. Wenn man Goldkarten bekommt, bekommt man Leben, das würde mir jetzt am meisten helfen. Ja, okay, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Nein, das brauche ich auch nicht. Das ist schön. Plus 2 auf jeden Würfel. He? Aber ich würde sagen, wir starten hier beim ersten Grad. 4 Food nach jedem Gambit. Nein, also. Ich nehme Karten. Jedes Mal, wenn ich Gold bekomme, dann bekomme ich Leben. Keeps us alive, das ist eigentlich schon noch wichtig. Genau, jetzt habe ich 6 Gold verloren, das ist in Ordnung. Jetzt gehen wir weiter zur nächsten. Gerade wieder den Ausgang gefunden. Nein. Also jetzt, wenn ich hier zurückhupfe, tatsächlich kein Nahrungsmittelverlust. Ich habe gemeint, das war früher im ersten Teil so gewesen. Ja, minus 10 ist eigentlich ganz in Ordnung von 2 Karten. Jetzt müssen wir schauen. Ist es auch wieder die? Yes. Cool. Nein, dann machen wir natürlich weiter. Jetzt haben wir Schwein in diesem Blizzard. Jetzt haben wir eigentlich überlebt. Das heisst, wir haben nicht zusätzlichen Schaden genommen. Genau, jetzt kommt hier so eine richtig gefräßige, fleischfressende Pflanze. Ein bisschen Equipment schmeißen. Ja, irgendein altes Schild oder so. Oh nein. Aha. Also das ist mein Equipment, das ich trage. Gut, komm, ich schiesse das Schild, das brauche ich eh nicht. Ja, das macht mich noch langsam und alles. Komm, schmeißen wir das. Hey, ich gehe so mit der scharfen Kante, dass das Ding vorangeht. Ja, dann nimmst du eine von seinen Früchten. Ah, okay. Ah ja, cool. Ah ja, wow. Plus 10 Max Life. Cool. Plus 15. Ja, hey, das läuft gut. Das läuft wirklich gut. Das letzte Mal habe ich mehr gekämpft bei diesem Level. Genau da bin ich gestorben. When do they become the enemy? Aha, das ist so ein bisschen ein Spion, aber er ist halt auch das King. Aber Mann ist ein King, hey. Wirklich, let's save. Ja. Also da haben wir 4 plus ein Dicker, also der wird heavy. Wir haben aber Unterstützung von unserem Trickster. Holy moly, hey. Die Knarren, Ja, oh nein, da muss man wirklich ausweichen. Oh nein, okay. Ausweichen und abwehren. Hey, aber Jungs, dir geben hier kräftig Gas. Jetzt habe ich hier ein Schild genau vom Trickster bekommen. Das heisst, der nächste Schlag hat mich eigentlich safen, aber vielleicht bin ich schon mal geschlagen worden. Jetzt habe ich endlich mal Schlag abwehren. Schon wieder, gut. Nein, schon wieder nicht. Ah, crap. Ich schaffe es fast nicht auf den 10er im Fall. Oh, jetzt. Nein, gerade wieder verloren. Ja, shitty. Von beiden Seiten. Nein, und vorhin erzählt er nur, dass es gut läuft. Ja, so kann es gehen. Ja, so läuft das Game. Jetzt haben wir eigentlich verloren, die Runde. Das heisst, ich muss diesen Bub das nächste Mal einfach in den Dungeon begleiten. Jetzt bin ich schon 2-mal gestorben. Wir haben nicht irgendwelche Spezialmünzen bekommen oder so. Also das Einzige, was einem jetzt bleibt, ist eigentlich genau am gleichen Ort wieder starten.
Das macht mich aber nicht allzu frustig, weil das Game basiert schon auch darauf, dass man dann scheitert, man kommt dann wieder ein Stückchen weiter, bekommt eine neue Karte, die einem halt stärkere Ausrüstung geben, die einem bessere Skills geben. Und so hat man dann den Progress, wenn alles gar keine Steuern ziehen, ist das Game irgendwie in ein paar wenigen Stunden fertig. Aber es wird auch nicht künstlich in die Länge gezogen, sondern wirklich eine feine Balance zwischen Challenge und halt zum Teil auch ein bisschen Punishment. Hey, das Game, ich kann es absolut empfehlen, ist momentan nach 27 Steinen. Aber ich verstehe es natürlich, dass das nicht jedermanns, jedes Frau Sache ist, so ein Kartenspiel in diesem Sinne elektronisch spielen. Aber wie gesagt, der Added Bonus von diesen Echtzeitkämpfen ist voll in Ordnung und es ist cool gemacht. Es ist wirklich cool gemacht, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Hey, das war es gewesen. Irgendwie kriegen wir das Wolfenstein schon noch zum Laufen. Und irgendwie, wenn es der Gang noch nicht läuft, wenn dann halt der Weihnachtsteil ist auf dem PSN, dann ziehe ich es dann gleich noch durch. Aber ich wollte dich eben jetzt nicht Full Price noch einmal unterstützen. Ich hoffe, das ist verständlich. Und wir hören uns schon gleich wieder. Spätestens am Freitag. Mit so ein bisschen Doom-Switch-Infos, die ich dann hoffentlich auch schon ein bisschen gespielt habe. Noch einmal wegen der Performance sicher wird informieren. Ich freue mich auch jetzt drauf. Richtig nice. Hey, gute Zeit, gute Woche. Tschüss zusammen.